Kochen weckt ja Erinnerungen. Zum Beispiel an meine Oma in dem Fall, weil das ist ja ein Gericht, das mich an meine Oma erinnert. An den Hof bei meiner Oma, an die Küche, an den Geruch. Und Essen hat ja grundsätzlich viel mit Erinnerung zu tun. Semmeln von gestern, die Eier von den eigenen Hühnern, Milch und Butterschmalz. Das braucht man für einen Semmelschmarrn. Sabine Zellhubers Oma-Gericht. Einfache Zutaten, einfache Rezepte. Sie liebt Kochen wie anno dazumal. Ich koche eigentlich meistens alleine, ja. Und da bin ich ganz bei mir. Manchmal mache ich mir noch eine schöne Musik, die mich auch noch so ein bisschen in die Zeit katapultiert, so eine Zittermusik oder sowas. Und dann, das ist für mich eigentlich das höchste an Geborgenheit, was ich haben kann, ja. Gut. Mit ihrer Familie wohnt Sabine in Rockelfing, nahe Eggenfelden. Das Rottal ist ihre Heimat. Ich bin in Niederbayern aufgewachsen, in Martinskirchen, mit den Nachbarkindern. Es waren im Dorf damals viele Kinder da. Und wir haben uns praktisch in Wald und Wiese und auf die Höfe, am Nachbarhof und so, haben wir uns beschäftigt. Eine besonders enge Beziehung hat sie zu ihrer Oma und zu ihrem Bruder Roland, der nur ein Jahr älter ist. Wie Zwillinge, so wachsen die beiden auf. Aber am 5. Februar 1980 wird der 19-jährige Roland von einem Auto erfasst und stirbt. Und das möchte ich fast als das schlimmste Trauma meines Lebens bezeichnen. Ich habe immer gemeint, ich kann mit dem Herrgott verhandeln, dass man wieder zurückkriegen. Ich habe alles aber versprochen, was man sich vorstellen kann. Aber da gibt es keine Verhandlung. Da gibt es wirklich keine Verhandlung. Und ich möchte fast sagen, die tiefe Trauer, die hat mich begleitet. Ja, da war ich bestimmt schon 50 Jahre. Da war immer noch ja, eine Riesenleere, dass der Roland nicht mehr da war. Aber das Leben geht weiter. Sabine macht eine Hauswirtschaftslehre und eine Ausbildung zur Krankenschwester. 1981 heiratet sie ihren Gust. Schon bald kommen Roland, Veronika und Sebastian auf die Welt. Als Mutter und Hausfrau perfektioniert sie ihre Kochkünste. Es hat mich immer mit extremem Stolz erfüllt, wenn ich für jemanden kochen dürfen habe. Oder wenn die Geschwister von meinem Mann gekommen haben oder irgendjemand, Freunde. Und man ist einfach, hat für das Lob empfangen. Weil das Kochen mich immer schon ein bisschen so stolz gemacht hat. Weil ich gut kochen habe können. Seit ein paar Jahren gibt sie ihre Leidenschaft für traditionelle Rezepte aus der Region in Kochkursen weiter. Bei sich zu Hause. Heute stehen Rottnudeln, ein vergessenes Schmalzgebäck aus dem Rottal, auf dem Programm. Machst du das eigentlich nach Rezept? Weil ich weiß von meiner Oma, die tut, ich habe nämlich jetzt auch erst mal Dampfnudeln gemacht mit ihr und dann hat sie gesagt, da tust du halt dann die Sechs dann schon selber, wie du das dann tust. Genau. Ich sag das nicht, wie ich dann tue. Genau, das haben wir von den Omas. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer ohne Rezept gekocht. Da hat es noch drüber geheißen, ja, das spürst du nachher schon. Ja, genau, das sagt doch mal auch. Und ich habe mir dann die Mühe allerdings gemacht und habe alles abgewogen und abgemessen und habe für euch die Rezepte natürlich ausgeschrieben. Ja, okay. Dass das genau passt, dass man das nachkochen kann. Hefe, Wasser, 1 Löffel Salz, 300 Gramm Roggen, 300 Gramm Weizenmehl, Buttermilch und Geduld. Das braucht man für die Rottnudeln. Der Kurs ist auch eine Zeitreise durch die Kochgeschichte. Es war früher schon so, weil die Leute haben ja nichts gehabt. Es war ja nur das, was von ihren Sachen gehabt haben oder vom Hof. Man hat ja sonst nichts erwischt. Gell? Heute sagt man regional und saisonal. Gell? Und aus dem haben die in der damaligen Zeit wirklich eine wunderbare Vielfalt von Rezepten gesammelt. Die Frauen damals waren Profis im Ausrollen und Formen und hatten spezielle Kniffe. Und zwar hat das meine Oma früher schon da. Wenn wir mehr backen, dann haben wir ein Mehltuch. Das ist jetzt tatsächlich ein ganz uraltes Duckert, 1000-mal ausgekocht. Da ist das Mehl drin.
und haben die Tücher drinnen und das schlagt man zusammen und kann man immer wieder benutzen. Das haben wir jetzt einmal bis jetzt hergenommen. Wichtig ist immer, dass ihr das Mehl richtig schön in die Faser einmassiert, dann bleibt das nämlich auch nicht bitter. Tatsächlich zum Die Rottnudeln hat Sabine Zellhuber zum ersten Mal bei einem alten Bäcker in Bad Birnbach probiert. Sabine ist eine geübte Köchin. Sie verlangt aber von anderen keine Perfektion. Aber da darf ruhig in der Handschrift draufsteht, selbst gemacht. Mit Liebe, natürlich. Dann legen wir den ersten einmal rein und schauen wir uns einmal an, unseren Opferkirche. Und was mir am besten gefreut hat, das ist, wenn es an Enkelkinder und Enkelkinder wieder weitergibt, weil das ja unsere Tradition ist, unsere Herzensgeschichten. Okay? Nach ihren Kochkursen ist Sabine meist erschöpft. Sie braucht wegen ihrer Krankheit lange Ruhepausen. 13 Jahre lang hat sie mit Leidenschaft als Palliativschwester gearbeitet. Aber Corona ändert alles. Ich habe mich tatsächlich in der Arbeit, im Dienst, infiziert. Der Verlauf bei mir war, ich war damals 7 Wochen krankgeschrieben, ich war alles andere als fit. Aufgrund von der großen Personalnot bin ich aber dann auch in einem schlechten Zustand wieder in die Arbeit gegangen. Mein Zustand hat sich dann aber zunehmend verschlechtert und ich bin tatsächlich dann in der letztendlich in der Long-Covid-Situation stecken geblieben. Und es ist ja nicht bloß Arbeit, ich bin ja unwahrscheinlich gern in die Berge gegangen, bin viel gewandert oder ich habe früher immer gesagt, ich brauche 3 Leben, damit ich alles, was ich an Ideen habe, unterbringe. Und ja, man muss sein Leben wieder überdenken, neu sortieren und Prioritäten setzen. Ihren Beruf kann sie nicht mehr ausüben. Viel von ihrer wenigen Energie setzt sie für Besuche bei alten Wirtinnen oder Bäuerinnen wie Dora Mohr aus Martinskirchen ein. In einem Buch möchte Sabine alte niederbayerische Rezepte wie Rupfhauben, Hasenöl oder Reishubberl bewahren. Was wollten wir heute machen? Brandteigkrapferl. Genau. Also am Brandtag. Aha, warte mal, da schreibe ich jetzt mit, wenn ich darf, Dora. Ja, Esslöffel Zucker. Tust du da beim Wasser schon rein, einen Zucker? Da schau her, da machst du schon anders als wie ich. Für mich ist es so schade, wenn das verloren geht, weil auch wenn jemand, ich meine, in meinem Buch haben jetzt schon einige drin, die verstorben sind, gell, wird lauer Hedi da. Und ich sage immer, was bleibt von einem Menschen, das ist definitiv die Erinnerung. Wir mit unserem Fest damals, gell, da wo ich bei dir die Natronringerl probieren dürfen habe, wenn es nie länger gibt wie die Dora und ich mache Natronkircherl, dann werde ich die in meinem Herzen haben. Genau. Ja. Dann denke ich ganz, ganz fest an die. Die Liebe zum Garteln und zum Kochen. Opa, bringst du uns den mal? Die will Sabine auch an ihre Enkelin weitergeben. Meine Enkelin, wenn kommt, die liebe Elina, die ist eigentlich so der Sonnenschein. Da bin ich zwar, wenn die übers Wochenende da ist, ab Montag platt wie eine Flunder, aber die ist einfach die Lebensfreude pur. Wieder rein, gell? Schau mal. Du da mitten rein. Die Erinnerung, die muss man zu Lebzeiten pflegen. Es wird alles mal verteilt, es gingen die Bilder verloren, es wird der Schmuck verteilt, das Haus gehört vielleicht schon jemand anderen. Was bleibt vom Menschen, das ist immer die Erinnerung. Die Erinnerung verlässt uns über Generationen zuletzt. Und es liegt immer an uns, welche Erinnerung bleibt von uns. Und das soll definitiv nicht nur ein blauer Sack sein. Ich brauche Handschuhe.